Lesung aus dem Buch Jesus Sirach. So spricht die Weisheit Gottes. Vor der Zeit, am Anfang, hat der Schöpfer des Alls mich erschaffen, und bis in Ewigkeit vergehe ich nicht. Ich tat vor ihm Dienst im heiligen Zelt und wurde dann auf dem Zion eingesetzt. In der Stadt, die er ebenso liebt wie mich, fand ich Ruhe. Jerusalem wurde mein Machtbereich. Ich fasste Wurzel bei einem ruhmreichen Volk im Eigentum des Herrn, in seinem Erbbesitz. Ich bin die Mutter der schönen Liebe, der Gottesfurcht, der Erkenntnis und der frommen Hoffnung. In mir ist alle Lieblichkeit des Weges und der Wahrheit, in mir alle Hoffnung des Lebens und der Tugend. Kommt zu mir, die ihr mich begehrt, sättigt euch an meinen Früchten. An mich zu denken ist süßer als Honig, mich zu besitzen ist besser als Wabenhonig. Mein Andenken reicht bis zu den fernsten Generationen. Wer mich genießt, den hungert noch. Wer mich trinkt, den dürstet noch. Wer auf mich hört, wird nicht zu Schanden. Wer mir dient, fällt nicht in Sünde. Wer mich ans Licht hebt, hat ewiges Leben. Wort des lebendigen Gottes.
Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Kirche von Lützeburg. Dabei regnet. Vielleicht, dass der Regen noch ein Ausdruck von der allgemeinen Stimmung am Land. Wie der Kind mehr schlecht sind, wird Kinder auch viel mehr schön sein. Und bei seinem Wirdach, also es ganz schwer, dass wirklich Fried an Hoffnung abkennt an den Herzen. Das ist so etwas Mossades, etwas Großes. Und es schenkt mir heierns du, wie wenn es gerade die Atmosphäre wie die über Lützeburg schleier gibt. Wie die Verehrung von der Trächterin angefangen hat. Du weiß ich nicht genau, was für Wider du war. Aber ich weiß, dass es noch viel mehr schlimm wie groß war. Weil du war Krieg. Du war Zerstörung. Du war Hunger. Du war Krankheit und Pest. Es tut die Misse für sein Leben bangen. Und durch das Wirken von Maria, durch das Wirken von der Trächterin, ist es wieder besser gehen. Wieder an den Herzen von der Leid. Sie konnten es hoffen, sie konnten es Sinn an ihrem Leben finden. Und das was ich für jede von uns, und noch für das Land insgesamt erwarten von dieser Jubiläumsoktav am Jahr von der Barmherzigkeit. Dass man es Sinn finden, dass es nicht durchgeht, wenn ihr zu der Juren seht, amüsiert ihr euch. Ja, das erscheint den ersten Tag. Das ist interessant und dann vielleicht einen zweiten, an den dritten. Aber ein Kehr, du fängt das an, langweilig zu gehen, an zu stinken. Und das Vierte, wir sind auf dem Punkt, wo man es muss Sinn finden, für Hoffnung zu haben. Weil, wenn schon Leute sich an die Lut sprengen, an andere man dann den Tod holen wollen, dann heißt das schon, du fehlt es Sinn, du fehlt es Frieden Leben. Das ist dafür ganz interessant. Man kann so eine göttliche Vorsehung, dass der Papst haut auf der Insel Lesbos ist. Mam ökumenische Patriarch von Konstantinopel. Das ist wie wenn ein Eis Weise gibt an Europa. Wenn der Welt Sinn finden, man guckt rundherum mich. Du sie leid aus so enger schwerer Not. Guckt rundherum ich. Riech eng Hand, pack mat un. Und wenn wir den Blick geändert kriegen, da können wir auch an unserem Ländchen rundherum gucken. Da sehen wir auch da viel Misere, viel Leid, viele Längsinn, viel Krankheit, Armut. Ja, Armut, wo kann er so Studien ist. Aber wenn wir da aufpacken können, auch bei Eis, dann sehen wir einen Horizont von Sinn. Aber wenn wir als Sinn gesehen, da können wir es ummachen, erfreuen auf Zukunft. Und an die Zukunft herangehen, an die Zukunft gestalten, und wirklich leben, und nicht gelebt, losgehen. Los wir den Defi wirklich matt an eine Oktav holen. Bei Maria, die Mam von der Hoffnung ist, und noch Mam von der Tugend. Weil ohne Tugend, ohne den guten Weg am Leben, du versenkt als Herz nicht immer am Bulli. Und
Sie, liebe Pilger aus Kevela, Sie sind Zeugen dieser Hoffnung, weil Sie haben sich auf den Weg gemacht zu uns, weil Sie hier die Trösterin der Betrübten treffen können. Und Sie haben sich auf den Weg gemacht. Das ist ein Zeugnis für uns, damit auch wir uns auf den Weg machen können. Jeder Einzelne auf seinen Lebensweg mit Mut und Freude, mit Zuversicht, mit Hoffnung. Und dann zusammen als Kirche in die Zukunft gehen, mit Gott vertrauen. Nicht die Ängste sich unserer Seele, unserer Herzen bemächtigen lassen. Et nous savons qu'en tant que catholiques, nous ne sommes pas seuls sur ce chemin. Et en ce sens, c'est merveilleux d'avoir aujourd'hui la visite du séminaire orthodoxe russe Saint-Serge de Paris. Il montre l'union profonde entre ces deux églises, entre ces deux poumons de l'Église du Christ. Nous avons besoin d'être ensemble pour être témoins du Christ dans un monde de plus en plus sécularisé qui n'a pas l'air d'en être plus heureux. Prenons donc confiance, acceptons cette consolation que Marie nous donne pour aller de l'avant, avec courage, avec les autres, avec les plus démunis, avec les plus pauvres, et ainsi construire l'Église et la société de demain qu'il faut à notre pays pour que le soleil brille à nouveau. Amen.
Oremus, Pater misericordiae, et totius consolationis Deus, qui unigeniti tui Matre Mariam, nostram quoque Matrem esse voluisti, concede propitius, ut cuius protectionem unimur, eius et consolatione letemur, per eundem Christum, Dominum nostrum. Mat dir an eng Neizeit, marsch avec nous Marie, gute Pap am Himmel, ob d'Vierspruch von der Trächtrin am Lied, will mir eis an dieser Oktav Neid zu Christus feiern lassen, für das Evangelium am Herz zu verstehen und es am Alltag zu leben. Très bon. Nous te prions pour notre pape François, qui apparaît toujours comme un phare d'espérance.
soutiens-le dans son ministère sur le chemin du renouveau ecclésial. De même, nous prions pour notre archevêque Jean-Claude et tout le peuple des fidèles. Que la Vierge Marie nous rassemble dans un seul corps aux vocations multiples. Guter Vater, wir bitten für die Verantwortlichen aus Politik und Gesellschaft, dass sie ihre Augen vor den wahren Problemen unserer Zeit nicht verschließen und die Würde des Menschen stets im Blick behalten. Herrgott, wir beten dich für die Kirche zu Lützeburg. Schenk uns dein Heiliger Geist erreichen muss, der Geist von Versöhnung, den uns neu zusammenführt, und mach viele Menschen bereit, neu wieder an der Kirche zu gesehen und mit anderen zu gehen. Prions pour tous ceux qui sont engagés dans l'éducation et la transmission de la foi, qu'ils sachent puiser des énergies nouvelles dans la prière quotidienne pour découvrir de nouveaux chemins pour annoncer le Christ à ce monde. Guter Vater, wir bitten dich für die vielen Menschen, die in diesen Tagen einen neuen Zugang zur Mutter Gottes finden. Junge und Alte, Luxemburger und jene, die ihren Glauben mit uns teilen. Lass uns in diesen Tagen vor dem Gnadenbild Segen und Trost erfahren und offen werden für Neues. Mir bete besonders für all Kanner a Jugendlich, die an enger Welt voller Verunsicherung groß gehen, dass sie Maria als ihr Großschwester umweh entdecken. Herrgott, wir beten für die vielen Menschen, die an diesem Tag mit Leben bangen, auf ihre Krieg und Hungersnot auf der Flucht sind. Für die, die wenn sie ihrem Glauben verfolgt gehen, dass wir an ihnen als Brüder und Schwestern entdecken.
Père très bon, nous te prions pour tous les malades du corps et de l'âme, et pour tous ceux qui n'ont personne à qui se confier. Que la consolatrice des affligés accueille les prières de ses enfants et console tous les blessés de la vie. Gute Papa im Himmel, als Pilgerinnen und Pilger stehen mir als den Kanner für Gnadebild. Ob die Vierspruch von der Trägerin am Lied, rufe mir voll Vertrauen zu dir. O Herr ist Gebiet, los ist matt dir an eine neue Zukunft gehen. Das frohe wir durch Christus, unseren Bruder, an unseren Herr. Amen. Deus qui per resurrectionem Filii Tui Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quesumus, ut per eus genitricem Virgine Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per eiundem Christum, Dominum nostrum.
Oremus, Deus que nobis sub sacramento mirabili, passionis tuae memoriam reliqueste, treboeque sumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum, in nobis iugiter sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.